Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind wieder einmal mit Assetto Corsa und wir haben das erste Mal Spa angeschaut und jetzt schauen wir die neue Strecke in Las Vegas an, wo ja Formel 1 2023 wird fahren. Und auch wieder in Assetto Corsa gibt es schon ein bisschen einen Mod dazu. Das ist jetzt einfach vom Entwickler selber. Man kann auch schon diverse weitere Mods dazu abladen, sprich zum Beispiel, dass die Werbung angepasst wurde oder dass es sogar auch DRS-Zonen gibt. Das habe ich jetzt alles mal nicht. Ich habe einfach nur ein reines Layout-Mod zum Fahren drauf. Einfach, dass wir mal die Strecke ein bisschen anschauen können. Wichtig ist schon zu sagen, die Mod ist nicht perfekt natürlich. Wie gesagt, es ist natürlich eine erste Entwicklung noch. Die wird immer nach und nach jetzt mal ein bisschen updated und besser werden sicher. Darum es kann hier und da auch ein bisschen Grafikbugs haben. Es kann sein, dass es vielleicht nicht so absolut flüssig läuft, das Video. Das sehen wir dann. Wir fahren jetzt hier mit dem Williams von 1997 mal auf dieser Strecke. Und ja, wir checken jetzt mal das Ganze ab. Wir sind jetzt hier in der Boxenausfahrt und fahren hier mal voll links um einen Haken rum. Und davor sehen wir jetzt mal ein bisschen Vegas. Ich gehe jetzt hier mal schnell in die... Ja, man nennt die Perspektive, da sehen wir ein bisschen mehr. Und dann checken wir mal das Ganze ab. Vegas hat ja eigentlich nicht viele Kurven drin, muss man sagen. Es geht eigentlich überwiegend geradeaus. Und vor allem sind es ein Haufen 90-Grad-Kurven. Oh, okay. Ein bisschen rutschig hier. So. Schauen wir da noch so die Perspektive vielleicht gleich nehmen. So, dann haben wir mal so die erste Ovalkurve. Also eben, es soll jetzt eigentlich primär wirklich nur mal darum gehen, dass wir mal ein bisschen die Strecke sehen. Wir können nachher immer noch schnell eine schnelle Runde versuchen. Und jetzt hier fahren wir eigentlich auf den Strip. Fahren hier vorne gerade am Caesar Palace vorbei. Dort ist eben ein Grafikglitch drin noch. Und ich denke, das Rennen wird sicher sehr spektakulär werden. Also rein optisch gesehen. Ob es jetzt spannend wird sein vom Racing her, weiß ich nicht, weil es eben, wie ihr seht, extrem viel Gerade hat. Aber schreibt gerne mal eure Meinung zu dem Grand Prix in die Kommentare rein. Und jetzt sind wir eigentlich schon ein Lab am Fahren gewesen. Jetzt ist so mal am Kurve und probiere jetzt mal schnell eine schnelle Runde zu machen. Oh, ja, aber ich muss da die Kameraperspektive wechseln. So eine Verfolgungskamera oder Third-Person-Kamera kann ich gar nicht haben in Renngames bzw. Simulationen. Boah. Oh, die Kurve wird echt heikel sein. Ich glaube, da werden sich viele Fahrer verbremsen. Gehen wir schon wieder zurück. Voilà, okay, und jetzt sind wir wieder auf dem Strip. Also eben, man sieht auch dort, der Wasserbrunnen ist jetzt nicht wahnsinnig gut animiert worden. Aber es geht auch wirklich eigentlich mehr um die Strecke und wie sie so ist vom Layout her. Ich finde sie aber vom Layout her nicht so nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr langweilig. Wie gesagt, ich bin gespannt auf das Racing. Wo wird sie dort das nächste Jahr? Ich lasse mich gerne überraschen. Das Rennen wird auch am Abend stattfinden in Las Vegas. Das heisst, bei uns jetzt etwa so am Morgen um 6, 7 sein, glaube ich, wenn der Start ist. Und ja, ich hoffe, euch hat ein kleiner Einblick hier auf die Strecke gefallen. Also jetzt mal ein bisschen gesehen haben, wie die Strecke wird sein, vom Fahren her, alles drum und dran. Wie gesagt, die Mods sind noch nicht komplett ausgereift, aber es gibt schon sehr guten Einblick, was es so ist. Und ja, das wäre es schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, das kurze. Und falls ja, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video natürlich teilen
Und ja, dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Und bis dann wünsche ich euch ein ganz schönes Tag noch. Macht's gut und ciao!